lights out and away we go. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge F1 2021 in der MyTeam-Karriere mit Castle Motorsport. Wir machen jetzt weiter. Wir gehen nach Imola. Für die letzte Folge nicht gesehen haben, empfehle ich vielleicht schnell kurz den Anfang, dass ihr auch Bescheid wissen, wieso das jetzt im Hintergrund, man sieht es leicht, dass ein anderes Auto dort steht und wieso das auf dem PC sind. Ich gehe jetzt weiter darauf ein, schaut am besten schnell kurz am Anfang an die erste Folge oder die erste Folge, den Anfang davon und dann wisst ihr Bescheid. Und ja, wir gehen jetzt nach Imola, eine Strecke, die mir nicht so gut liegt, vor allem jetzt mit dem Auto, das extrem schwer ist zum Fahren, was das Chassis anbelangt. Bin ich gespannt, wie wir da werden performen oder outperformed werden. Und ja, ich würde mal sagen, wir legen los. Wir haben ja keine Ressourcenpunkte mehr oder F&E-Punkte, dass wir noch etwas entwickeln könnten. Darum würde ich sagen, legen wir los. Wir gehen nach Imola. Let's go! So, herzlich willkommen zum Qualifying. Wir legen gerade los mit einer fliegenden Runde. Ich bin ins Training gefahren und es war eigentlich gut. Ich hatte keine grossen Probleme. Ich weiss jetzt einfach nicht, wie schnell unser Auto wird wirklich sein dann im Qualifying. Also wir sehen es jetzt gerade. Und ja, wir legen gerade los. Let's go. Okay, wir kommen jetzt auf die fliegende Runde. Mal schauen, was geht. Hinter uns ein Ferrari. Das ist nicht so optimal. Ich hoffe, der wird jetzt nicht so schnell sein, dass er irgendwie uns stressen während der Strecke. Oder auf der Strecke. Oh, hoppala, das war ein bisschen zu aggressiv gewesen, seine Lenken. Das hat viel Zeit gekostet, glaube ich. Recht am Strugglen. Imola einfach nicht meine Strecke, ich sage es immer wieder. Okay, auch alles andere als optimal gewesen. So, wir sind in 1,18 gefahren. Und ich würde sagen, wir schauen mal, wie sich das entwickelt. Ich glaube, so schnell ist es eigentlich nicht. Aber wir fahren jetzt mal wieder zurück in die Box rein. Und dann schauen wir mal, was wir Ende vom Qualifying noch fahren können. So, also die schnellste Zeit ist ein 1,16. Ich bin 2,5 Sekunden langsamer. Wir gehen jetzt gerade wieder auf einen schnellen Run. Noch 3 Minuten 20 auf die Uhr. Ich denke, das wird schon noch länger jetzt. Ja. Vor uns ein Ferrari, suboptimal, bin ich ganz ehrlich. Den lasse ich glaube ich gerade ein bisschen ziehen. Hinter uns ein McLaren, suboptimal, okay, wir lassen ihn nicht ziehen. So, let's go. Ja, jetzt gebe ich natürlich einen McLaren hinter mir ein bisschen Windschatten, ist gut für ihn. Schon mal 2 Zehntel schneller.
Oh, da verlieren wir alles wieder, glaube ich. Ricciardo vor uns. Gut, jetzt können wir noch ein bisschen von seinem Windschatten profitieren. So, nochmal 7,5 Zehntel rausgeholt. Das ist eigentlich nicht mal so schlecht. Mal schauen, wo wir uns qualifiziert haben. Wir sind auf P14 wieder. What the fuck? Hamilton, Verstappen and Sergio Perez. Und hure knapp hinter dem Alonso. Krass, okay. Und wo ist der Sato? Sato ist auf 17, okay. Krass. Hätte jetzt nicht gedacht, dass wir noch wieder 14. werden, aber es hat gelangt, okay. Today's exciting race. Lewis Hamilton lines up on pole position and Max Verstappen lines up alongside. Looking down the rest of the grid we have Perez, Bottas, Lando Norris and Leclerc, Ricciardo, Sainz, Gasly and Sebastian Vettel, Tsunoda, Stroll, Fernando Alonso, the owner driver, Ocon, Raikkonen, Marino Sato and Antonio Giovinazzi, Russell, Mick Schumacher, Latifi and Nikita Mazepin. It's almost time for the lights to go out, so let's head down to the track and get this Grand Prix underway. So, herzlich willkommen zu der Startaufstellung. Der eine oder andere hat jetzt vielleicht schon bemerkt, dass ich eine Brille anhabe und auch einen blauen Pulli. Ja, zwischen jetzt der Aufnahme, die ich jetzt mache vom Rennen und dem Qualifying und dem Intro fürs Rennen, also wo man die Startaufstellung noch sieht, da sind ein paar Stunden vergangen, weil ich musste schnell abdüsen und habe etwas schnell kurzerhand, etwas dringend zu erledigen, sage ich jetzt mal so weit. Und ja, darum sieht jetzt doch ein bisschen anders aus. Aber ich bin noch nicht so Rennen gefahren oder habe es noch nicht gestartet. Also wir sind immer noch P14, wie wir uns qualifiziert haben. Und wir schauen jetzt mal, wo wir etwa landen in diesem Rennen. Ich denke, es wird ein ich kann wieder nicht mehr reden, sehr schweres Rennen. Und ja, wir schauen die Strategien. Wir starten mit den Softs, gehen auf die Mediums nachher. Wir nehmen wieder wenig Sprit mit und ich denke, das macht Sinn, dass wir hier mit roten starten und nachher auf die Mediums gehen. Ja, ich würde mal sagen, wir legen los. Wir probieren einfach unser Bestes, weil ich bin brutal müde. Ich hoffe, ich mag überhaupt fahren. Aber ja, wir legen los. Let's go! Wow! Okay. Okay. Ja, ich habe das IRS ein bisschen früh reingehauen. Oh, der Ocon, da bremst er sich von mir rein. Da hat es eine Berührung vom Sato und dem Ocon. Ja, sie fahren sehr passiv jetzt mal am Anfang, weil Imola ist halt nicht gerade so eine breite Strecke. Oh mein Gott, Ocon und Alonso! What the hell? Hoffentlich hat man das gesehen auf der Aufnahme. Also, wow! Alter! Ey, was fahren die so kamikaze-mäßig? Also der Russell hat mich da jetzt vom Feinsten weggehauen. Der Sato, kann ich sagen. Der Russell hat vorher, so wie es aussieht. Oh mein Gott! Wow! Hat er mich gecatcht noch? Oh, der Sato! Mein Teammate, was macht denn der? Okay, wir haben recht verloren. 3 Positionen. Mal schauen, ob wir uns wieder fahren können. KI ist ja hier auf Imola eigentlich sehr stark, was der M-Pace anbelangt. Aber ich denke, Ocon, Russell, die werden beide einen Damage haben, die gehen in die Box rein. Au revoir an dieser Stelle. Und jetzt sind wir wieder 14. Sehr gut. Es hat Crashes gegeben ohne meine Einwirkung. Finde ich geil. Also dort beim Russell, da kann ich wirklich nichts dafür.
Oh, Yellow Flag. Oh, dort hat sich wieder einer gedreht. Vettel wieder. Oh, geht das Safety Car? Steht doch ein bisschen blöd dort. Könnte Safety Car geben? Müsste ja eigentlich. So wie es in Bahrain auch geben müsste das eigentlich auch wieder Safety Car geben. Nein, es gibt gar nicht. Okay. Oh, Vettel macht wieder einen Spinalla. Crazy. Okay, also wir holen nicht gross auf von Ocon, muss ich ganz ehrlich sagen. Könnte sein, dass es jetzt ein bisschen die Länge zieht, bis wir wieder etwas haben hier an Action. Mal schauen. Mein Teammate kann sich mittlerweile auch ein bisschen lösen vom Räikkönen und vom Antonio Giovinazzi. Das finde ich gut. Oh, da vorne Überholmanöver. Alonso versucht es gegen Stroll und ist vorbei, glaube ich. Oh, was haben die für ein Battle? Holy shit. Ja, Stroll ist wieder vorbei. Krass. Das ist gut für uns. Die werden jetzt echt langsam werden. Wir können jetzt natürlich aufschliessen. Ja. Und jetzt muss ich meine Batterie chargen. Oh, Alonso wieder gegen Stroll. Oh, der Stroll! Oh! What the hell? Was läuft da? Wie viel? Also die KI schießt sich da gegenseitig raus. Wenn das ein Safety Car jetzt gibt. Ist immer noch geil, aber jetzt fährt er wieder. Ah, der Alonso eiskalt einfach mal den Stroll rausgeschossen, ey. Geil. Mal schauen, ob Alonso noch einen Schaden davon gezogen hat. So, also wir schauen mal, wo wir landen nach dem Boxenstopp, beziehungsweise wir da mit dem Alonso noch mitfighten können. Also da könnte es wieder ein bisschen Pünktchen geben unter Umständen. Los. Schau, stopp, 1,9! Wow, aber ich muss warten. Aber wir sind schnell gewesen. Geil! Let's go! Jetzt müssen wir den Alonso catchen. Ja, schlechter Boxenausgang oder Exit. Jetzt bis ich wieder meine Reifen auf Temperaturen habe und den Grip aufgebaut habe, kann ich natürlich gut wegziehen. Wie immer. Das ist so ein Witz, die KI ist immer so schnell. Aber wir holen den Alonso schon irgendwann wieder rein, hoffentlich. Jetzt wird es auch wieder schön Wetter hier. Ein bisschen Licht im Spiel hier. Oh, geil. Hinter uns, Safety Car. Das ist ein Alfa Romeo. Ich glaube, es hat sich auch weggedreht. Das ist, glaube ich, der Räikkönen oder der Giovinazzi, einer von denen. Er fährt wieder. Ah, der Hurfe Gelbphasen, aber nie, wie soll ich sagen? Nie, dass irgendwie ein Safety Car ausgelöst wird, aber ja, gegen Alonso kann ich nichts mehr machen. Er ist einfach zu schnell. Da merkt man einfach, dass er ein besseres Chassis hat auf dieser Strecke, weil da ist halt einfach Motorleistung nicht essentiell. Da ist wirklich eigentlich mehr das Chassis noch ein Vorteil. Und jetzt müssen wir dann noch schauen, wegen dem Sprit, das sollte eigentlich gerade noch aufgehen. Hä, Verstappen in der Box? What? Wieso? Hä, wieso ist der Verstappen in die Box gekommen? Ah, Sato hat jetzt eine Position verloren an Vettel. Okay, also ich muss den Red Bull definitiv hinter mir lassen. Aber da wird es schwierig, weil der ist verdammt schnell. Aber es ist nur noch 1,5 Runden, also ist möglich eigentlich. Der Gap ist jetzt 1,5, aber er fährt natürlich auf Softs. Ich glaube, er hat irgendwo Frontflügel-Damage geholt. Aber er ist schon da. Er ist schon da, der Verstappen. Da klopft er an, aber er hat einen Honda-Motor, er hat nicht so viel Leistung gehabt wie mein Mercedes. Aber er hat dort natürlich einfach einen windschnittigen Wagen, was ich eben nicht habe.
Oh mein Gott, hockt der mehr im Getriebe. There's only one lap of fuel remaining. This is your final lap. Oh, wir haben das berührt. Holy shit, ist der schnell! What? Oh. Nein, Mann! Ich konnte nichts machen, der ist so hure schnell! Ja, hätte ihn rauskugeln können, aber es soll fair sein hier. Aber wie schnell der ist! The fuck? Aber gut, frische Softs, alte Mediums, plus Autodefizit. Irgendwie auch kein Wunder, oder? Der macht jetzt wahrscheinlich noch die fastest Lap. Sergio Perez hat gewonnen. Bottas hat, glaube ich, die schnellste Runde noch geholt. Vettel hat auch recht gut wieder aufgeholt. Der ist jetzt nämlich auch hinter mir schon. Aber wird nicht mehr vorbei können. Und wir landen auf P2. Ja moin, P12 meine ich. Also neue persönliche Bestleistung in einem Rennen. Und ja, also krasses Rennen gewesen. Mega viele Dreier hat es gegeben, viele gelbe Fahnen. Latifi Driver of the Day. Also da war für jeden etwas dabei gewesen, würde ich mal behaupten. Holy shit. Schauen wir doch jetzt mal schnell kurz in die Tabelle rein, was so genau so passiert ist, wer wo gelandet ist. Das nimmt mich jetzt wirklich Wunder. Also, wir schauen mal rein. Sergio Perez hat vor dem Valtteri Bottas gewonnen und danach kommt der Lewis Hamilton, Norris, Ricciardo, Leclerc, Sainz, Tsunoda, Gasly, Alonso, Verstappen, dann kommen wir, Vettel, nachher der Sato, Ocon, Räikkönen, Latifi, Stroll und Mick Schumacher, Russell und Giovinazzi ist weit hintergekommen, der ist wirklich der, der rausgekugelt ist noch, und Mazepin letzte. Okay, krass, also es war wirklich ein heftiges Rennen gewesen, das mal, muss ich wirklich zugeben. Und hat auch wirklich Spass gemacht. Wir gehen mal jetzt ins Hauptquartier. So, also herzlich willkommen zurück im Hauptquartier. Das nächste Rennen steht schon an in Portimao, aber wir machen jetzt dann noch schnell kurz ein bisschen Training da mal für den Zweitfahrer und auch PR-Film plus noch das, plus noch das, da. Noch Message haben wir da noch ein bisschen. Da sehen wir einfach noch, wo wir etwa stehen. Wir stehen jetzt wirklich knapp hinter Alpine. Aber krass, der Alpine war viel schneller gewesen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich so stimmt. Der ist viel zu viel, also der hat zu viel Power gehabt, einfach. Aber ja, wir müssen mal weiterentwickeln. Also eben, Chassis ist wieder da, wo wir machen müssen. Da ist auch etwas, was gefehlt hat. Das ist etwas, was ich nicht gerne gesehen habe. Motor hat geklappt und Aero auch noch und Chapazi vielleicht da, aber ich möchte jetzt so gleich wieder, kann ich das nicht? Nein, jetzt kann ich das wieder nicht machen. 600 habe ich, okay, ja, dann machen wir halt das da noch aus der Aero raus und machen da mal weiter. Da kommen jetzt so ein paar Sachen rein. Dann. I know we were expecting some new developments to come through, but some of them have failed quality control. We'll need to take some to verify the Okay, ich muss entscheiden, wer jetzt soll die Tests machen, ob Arrow oder Sato. Der Fokus droppt oder Moral sinkt um 10%. Ich will eigentlich, ich mach halt Arrow, weil ich möchte eigentlich nicht, dass der Sato schlechter wird. Sato fährt momentan echt gut, muss ich sagen. Ich bin echt zufrieden mit ihm noch. Und was haben wir jetzt noch? Können wir eigentlich schon einen neuen Sponsor noch haben? Das ist meine zweite Frage, die ich noch habe. Aber Stufe 5, okay. Ja, wir sind schon 3, wir sind jetzt so recht gut vorwärts gekommen schon. Entwicklungen geht wahrscheinlich nichts mehr. Es ist irgendwie Stabilisierfähigkeit, noch etwas Günstiges, wo wir einen Rabatt drauf haben. Auch nicht, okay. Ja gut, dann haben wir eigentlich schon wieder alles gemacht. Cash hätten wir 1,35 Millionen, aber ich glaube, das sparen wir mal eins. Ja, das sparen wir uns mal eins. Machen wir mal weiter. Und das nächste Rennen ist eben dann nachher in Portimao. Hoffen wir mal, dass das vielleicht etwas wird. Da hoffen wir auch auf keinen Regen. Weil Regen fahren ist einfach nicht so mies.
Und ja, mal schauen, eben, wie das dann wird in Portimao. Ich bin auch mal gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und falls euch gefallen hat, würde ich mich natürlich immer über eine Bewertung freuen, sowie auch über ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wenn ihr das Video teilen. Und tschüss, sehen wir uns dann einfach, wie gesagt, in der nächsten Folge wieder in Portimao. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, schönes Tag noch und ciao!